eingeschaltet haben, ist das neue Programm von Himmelwärts Online. Jetzt starten wir doch gerade wieder mal mit einem Witz. Nina kommt von der Schule mit einem Zeugnis nach Hause. Der Vater schaut es an und freut sich, weil alles gute Noten sind. Er geht zu seiner Frau und sagt: Hey, unsere Tochter hat, glaube ich, meine Intelligenz. Darauf die Mutter: Ja, glaube ich im Fall auch. Ich habe ja noch meine Intelligenz. Und jetzt, nach dem Witz, geht es jetzt gerade weiter ins Programm vom Super Mario. So Kinder, alle aufstehen und jetzt mitmachen bei den Bewegungen. Der Endgegner müssen wir das mal 24 Mal schlagen und am Ende müssen wir ihn auf den Mond kicken. Dort, wo er angehört. Aber er hat zwei Waffen. Eine Rakete, die tief fliegt und eine Rakete, die hoch fliegt. Wir müssen also drüber und gucken und runterbucken. Also, sind wir bereit zum Losrennen? Okay, wir rennen los. Achtung, ein Tunnel! Noch 100 Meter und rauf! Ein Traber mit einer Münze drüber und so. Achtung, 2 Münzen und eine höhere Münze. Und schnappen. So, Achtung, 2 Tunnel. Und nochmal rauf. Und jetzt drüber aus der Traber. Hilfe. 1, 2 und 3. Es schafft die Rechtskurve. Und jetzt gerade zum Bergufer, wo wir zusammen mit dem Bergsteiger so schnell wie es geht mit dem Ufer klettern. Also, Achtung, fertig, los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ich bin da. Boah, der Angriff ist ja noch strenger als ein Sideboard ist. Innerlich. Alles gut. Jetzt müssen wir ihn gerade schlagen. 24 Mal. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Achtung, der Raketen, wo die fliegt. Dritte Gruppe. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rakete, wo ihr fliegt. Aber dunkel. Zum Nachmittagsgrad. Und 21, 22, 23, 24. Und jetzt kicken wir auf den Mond. Gute Reise. Das haben wir gerade noch geschafft. Haben wir Glück gehabt. Also, ich habe es gerade noch mit Mühe und Not geschafft, vom Gegner zu entkommen und ihn zum Glück noch besiegen. Komm, wir tun doch jetzt gerade Gott loben und preisen. Ich tue doch jetzt gerade noch einmal zum Gott loben beten. Danke vielmals, lieber Jesus, dass du uns durch diese Zeit wirst leiten, trotz Corona. Danke, dass wir trotzdem eine schöne Zeit haben können mit dem coolen Himmelwärts Online. Und wir wollen dich jetzt loben und preisen mit den nächsten Liedern. Amen. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. And run on.
Heute im Theater sehen wir, dass das Volk Israel etwas ganz Spezielles erlebt hat. Sie sind immer noch in der Wüste, aber jetzt sind sie an einem Berg. Und der Berg hat ganz eine spezielle Bedeutung, weil dort haben sie von Gott das Gesetz bekommen. Und wir wollen heute gerade miteinander anschauen, was genau dort passiert ist. Und meine Frage heute für dich ist, weisst du, wie der Berg heisst? Ganz ein spezieller Name, der eine ganz besondere Bedeutung hat. Und wir werden zusammen heute herausfinden, wie der Berg dann heisst. Jetzt wollen wir gerade reinschauen, was dann der Mose, der Josaphat und seine Familie erlebt haben. Mose, ich sehe, dass du mir die Steintafel gebracht hast. Leg sie vor dir am Boden. Okay. Ich will meine Worte und den Bund mit dem Volk Israel dort draufschreiben. Okay. Nimm die Steintafel wieder. Bring sie am Volk. Du ihnen den Bund klar machen, den wir geschlossen haben. Ja, das werde ich machen und ich werde sie lehren, die Gebote zu halten. Hey, wo bleibt der Mose? Ich habe schon jährlich gesagt, Papi, weißt du? Also, wo ist er? Also, der ist auf dem Berg mit Gott am Reden und der weiß schon, was er macht. Ja, die 40 Tage, der kommt schon mal wieder. Weißt, der muss detaillierte Sachen mit Gott besprechen, Rezepte und solche Sachen. Also, dann müssen wir ihm schon... Ah, schau mal, da kommt er sogar! Ah, Mose, endlich bist du wieder da! So, mein liebes Volk, das sind 40 Tage. Über die werden wir tausende Jahre später noch reden, sage ich euch. Ich habe euch 10 Gebote von Gott mitgebracht. Er hat sie für uns auf eine Tafel geschrieben. Und ich tue sie euch jetzt gerade schnell erklären, vorlesen. Das erste Gebot ist, du sollst Gottes Namen ehren und keine anderen Götter neben seinem Namen haben. So. Und das sind die 10 Gebote. An die werden wir uns halten. Ist das okay für euch alle? Ja, machen wir. Ja, auf jeden Fall. Ja, also Kinder, ich will noch ein paar Sachen mit dem Mose besprechen. Geht ihr mal fort. Jetzt das 4. Gebot ganz gut nochmal durchgehen lassen. Mit Mutter und Vater ehren. Das ist sicher eines der wichtigsten. Also geht jetzt. Mose. Ja, 2 Fragen. Ja. Hättest du kurz Zeit? Ich habe schnell Zeit für dich. Okay, ja. also wo fangen wir an? Ja, am besten da. Wie ist das nochmal genau mit dem Tätowieren? Beziehungsweise mit dem Daten? Und wo haben wir es da? Ja. Am Berg Sinai hat Gott dem Volk Israels Gebot gegeben. Viele von euch kennen vielleicht die 10 Gebote oder einfach sicher den Begriff 10 Gebote. Das war so ein spezieller Moment, der heute im Theater gezeigt worden ist. Gott hat mit seinem Volk einen Bund geschlossen. Er hat ihnen das Gebot gegeben. Aber nicht einfach nur die 10 Gebote, sondern insgesamt sind 613 Gebote oder Gesetze. Das sind mega viel, wo Gott da am Volk Israel gegeben hat. So viele Gebote hat er ihnen gegeben, wo drin steht, wie sie leben sollen, miteinander, wie sie umgehen sollen. Ein paar Gebote gehen zum Beispiel auch darum, wie sie Opfer darbringen sollen. Weil Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, um für die Sünden von allen Menschen zu sterben. Aber bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, haben die Menschen Opfer dargebracht zur Vergebung der Sünden. Und in diesen Geboten steht ganz vieles drin, wie sie leben sollen. Und viele Juden haben die Gebote ganz fest ernst genommen. Und zur Zeit von Jesus hat es Menschen gegeben, die das Alte Testament die Gebote auswendig gewusst haben. Und sie haben ganz fest darauf Acht gegeben, um ja kein Gebot zu brechen. Und das sind die Pharisäer oder die Schriftgelehrten, die die Gebote ganz gut gekannt haben. Und einer der Schriftgelehrten hat Jesus eine Frage gestellt. Er hat gesagt, Jesus, was ist das Wichtigste von all diesen Geboten? Und die Antwort von Jesus, die ich euch gerade vorlesen, die steht in Markus 12, Vers 29 bis 31. Jesus sagt da, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe
mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Jesus sagt da, das allerwichtigste Gebot ist, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herz, mit all deiner Kraft, deinem Verstand, mit ganzer Hingabe, mit allem, wo du bist, sollst du Gott lieben. Und das zweite Gebot ist, dass du deine Mitmenschen sollst lieben wie dich selber. Das ist das grösste und das wichtigste Gebot, um das geht's. Hey, weil bei all diesen Geboten ist es nicht darum gegangen, dass das Volk Israel, dass sie einfach abhökeln mussten, welches Gebot habe ich jetzt geschafft und jetzt bin ich ein besserer Mensch oder nicht. Sondern Jesus sagt da, was das wichtigste Gebot ist. Weil, wisst ihr, in der Bibel sehen wir, kein einziger Mensch, kein Mensch hat es geschafft, um all diese Gebote zu halten. Niemand hat es geschafft, um gerecht vor Gott dazustehen. Wenn wir all die Gebote gehalten hätten, dann schon. Aber jeder Mensch sündigt. Niemand hat es geschafft. Nicht einmal das wichtigste Gebot, wo Jesus da sagt, Gott mit ganzem Herzen, mit allem, was wir haben, zu lieben und unsere Mitmenschen zu lieben. Wenn wir ehrlich sind, nicht einmal das Gebot schaffen wir. So oft passiert es doch, dass wir Gott nicht mit allem lieben, was wir haben und unsere Mitmenschen auch nicht lieben wie uns selber. Nicht einmal das Gebot schaffen wir. Kein Mensch kann die Gebote wirklich halten. Und darum geht es Gott nicht einfach darum, dass wir auch jetzt, wo die Gebote zwar nicht halten müssen, aber auch bei uns gibt es vielleicht Sachen, wo wir finden, wir müssen das jetzt machen, um gut vor Gott dazustehen. Um das geht es nicht. Wir sollen nicht einfach Sachen abhökeln und sagen, das habe ich gemacht und jetzt habe ich die Bibel gelesen und jetzt habe ich gebetet und jetzt bin ich ein guter Mensch. Sondern Gott geht es um etwas anderes. Es geht Gott darum, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, wie es im wichtigsten Gebot steht. Wir sollen Gott lieben und er liebt uns. Und Gott geht es um unser Herz. Er möchte unser Herz haben. Und wenn wir zum Beispiel sündigen, dann sollen wir nicht einfach nur oberflächlich Entschuldigung sagen, weil Gott uns ja vergibt. Sondern Gott wünscht sich von uns ein zerbrochenes Herz. Er möchte unser Herz haben. Dass wir zu ihm kommen und tief im Herz ihn bereuen und sagen, Gott, es tut mir leid, bitte vergib mir. Über das freut sich Gott. Nicht einfach nur, wenn wir Regeln und Ritual machen. Es ist nicht einfach eine Religion, wo wir ein paar Rituale machen können und dann sind wir gute Menschen. Sondern es geht um eine Beziehung zu Jesus Christus, wo alle Gebote gehalten hat. Gott geht um unser Herz. Das finde ich mega schön, dass wir wissen, wir müssen nicht einfach nur ein paar Gebote halten und dann stehen wir vor Gott gut da. Weil das schafft sowieso kein Mensch. Sondern wir können von ganzem Herzen zu Gott kommen und sagen, Gott, es tut mir leid und ich brauche dich und ich brauche deine Hilfe und deine Vergebung, Jesus Christus. Und durch die Hilfe von Jesus, durch die Hilfe vom Heiligen Geist, können wir dann auch das wichtigste Gebot halten. Gott mit allem, was wir haben, zu lieben und unsere Mitmenschen zu lieben, wie dich selber. Und ich ermutige dich, dass du vielleicht Gott auch gerade darum bittest, dass er dir hilft. Dass du ihn mit allem, was du hast, kannst lieben. Dass er das Wichtigste sein darf in deinem Leben. Und dass du deine Mitmenschen kannst lieben wie dich selber. Weil an dem hat Gott Freude. Wenn du aus reinem und ehrlichem Herz zu ihm kommst und nicht einfach nur Gebote halten, weil du das machst und dass Gott dann daran Freude hat. Sondern Gott will unser Herz und nicht einfach nur irgendwelche Rituale und Regeln, die wir befolgen sollen. Gott ist so ein mega guter Gott. Und weisst du noch, wie dann der Berg heisst, wo er all die Gebote am Volk Israel gegeben hat? Das ist ja die heutige Frage. Du darfst gerade noch mal überlegen. Der Name ist ein bisschen speziell, aber er hat ganz eine wichtige Bedeutung. Darum lassen wir doch gerade noch mal die Sekunden abzählen und darfst noch mal überlegen. Wie heisst eigentlich der Berg, mitten in der Wüste, wo das Volk Israel Gebot bekommen hat? Weisst du es noch? Kannst du mal überlegen. Du hast noch ein paar Sekunden Zeit. Und wenn du es weisst, kannst du es auch aufschreiben. Und jetzt ist die Zeit abgelaufen. Und wir wollen gerade miteinander überlegen, wie heisst der Berg? Der Berg, wo das Volk Israel Gebot von Gott bekommen hat und er einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Der Berg heisst Berg Sinai. Am Berg Sinai, das ist so ein wichtiger Berg, hat Gott mit dem Volk Israel den Bund geschlossen. Hey, und weisst noch was? Am Berg Sinai, bevor Gott die Gebote gegeben hat, war nämlich noch etwas anderes. Gott hat dem Volk gesagt, dass wenn sie seine Gebote befolgen, wenn sie auf seine Stimme hören, dann werden sie sein Eigentumsvolk sein. So mega cool ist Gott.
Gott hat das Volk Israel so mega lieb gehabt und er hat auch dich so mega fest lieb. Und darum können wir auch Gott lieben, wie es im ersten Gebot heisst. Und darum wollen wir jetzt einfach Gott nochmal Danke sagen, ihn loben und preisen und Gott auch sagen und zeigen, wie fest wir ihn lieben. Darum stand doch gerade auf, dass wir zusammen nochmal ein Lobpreislied singen können. Meine Schuld und Weg gelassen. Verlass mich ganz auf deine grosse Gnade. Schau weg von mir und hin zu dir. Mein Blick ruht auf dir. Ich schau auf dich, nur auf dich. Und zieh mich her, näher zu dir. Ich schau auf dich, nur auf dich. Und zieh mich her, näher zu dir. Zeig du mir, was wichtig ist. Lass mich erkennen, wie du wirklich bist. Ich streck mich aus nach deiner Hand. Ich höre nur dir. Ich schau auf dich, nur auf dich. Zieh mich her, näher zu dir. Ich schau auf dich, nur auf dich. Zieh mich her, näher zu dir. Lass den Teufel von meinem Herz, steig das Lied auf zu dir. Und mit allem, was ich bin, lass ich mich auf dich ein. Deine Liebe füllt mich auf, du bist alles, was ich brauche. Näher zu dir. Niemand bewegt mich so wie du. Niemand berührt mein Herz wie du. Niemand bewegt mich so wie du. Niemand berührt mein Herz wie du. Niemand bewegt mich so wie du. Niemand berührt mein Herz wie du. Niemand bewegt mich so wie du. Niemand berührt mein Herz wie du. Lass den Teufel von meinem Herz, schreib das Lied auf zu dir. Und mit allem, was ich bin, lass ich mich auf dich ein. Deine Liebe füllt mich auf, du bist alles, was ich brauche. Lass den Teufel von meinem Herz, schreib das Lied auf zu dir. Und mit allem, was ich bin, lass ich mich auf dich ein. Deine Liebe füllt mich auf, du bist alles, was ich brauche. Deine Liebe füllt mich auf, du bist alles, was ich Ah, so schön miteinander dürfen Jesus anbeten. Kommen wir gerade miteinander mit eigenen Worten ihm Danke sagen. Und zwar reden wir einfach mit ihm reden. So wie wir mit einem Freund reden würden. Jesus, wir danken dir, bist du jetzt gerade da mit uns. Da wo wir sind, in unseren Stuben oder wo auch immer du bist. Jesus ist mit uns. Danke bist du da. Wir wollen dir heute die Ehre geben und
dich erheben als König. Das ist, wer du bist. Du bist der König von allen Königen. Amen. Amen. Hey, jetzt machen wir gerade weiter mit dem nächsten Teil, nämlich einem Basteltipp von der Selin. Heute zeige ich euch, wie wir einen Papierflüger basteln können, der ganz gut fliegen sollte. Darum ist es ein bisschen schwieriger, aber ich zeige es euch Schritt für Schritt, wie der Papierflüger geht. Und zwar das erste Mal müssen wir diese Ecke hier an die Kante hier oben falten. So. Und dann müsst ihr immer schauen, dass ihr ganz gut runterfalten, dass die Kanten schön glatt sind. Und jetzt gerade mit dieser Ecke hier machen wir das Gleiche. So. Und jetzt müsst ihr, da habt ihr jetzt ja so eine gefaltete Kante, mit dem Ecke hier raufgehen, dass ihr schön entlang von dieser Kante sind. So. Und auch wieder gut festdrücken. Und wieder aufklappen. Und jetzt machen wir das Gleiche hier oben. So, auch wieder entlang von dieser Kante. So. Wieder gut festdrücken. Je nachdem könnt ihr auch noch ein Lineal nehmen, um es ganz gut festzudrücken. So. Und jetzt braucht ihr ein Lineal oder ein anderes Papier, wo ihr hier an diese beiden Ecken angeht. So, dass es eine schöne Linie gibt. Und jetzt müsst ihr einfach hier in der Mitte einen Strich machen, weil den brauchen wir jetzt, um mit dem hier vorne runterfalten. So. Und jetzt seht ihr, da ist wieder eine Linie und jetzt müsst ihr das noch hier rauffalten. Wieder gut runterfalten. Und da auch. Und jetzt sollte es da, wenn ihr schön gefaltet habt, ganz einen schönen Spitz geben. So. Und jetzt können wir das so zusammenfalten, dass das da an die Kante da oben geht. Und wieder ganz gut runterfalten. So. Und jetzt braucht ihr ein Lineal und sonst könnt ihr einfach ungefähr 4 cm abschätzen, wo ihr nämlich da so runter tun. Es ist auch, könnt ihr da einen Strich machen bei etwa 4 cm. Wenn es nicht genau 4 cm ist, ist es auch nicht so schlimm. Aber da müsst ihr einen Strich machen und dann könnt ihr da mal so einen Knick rein tun. Und jetzt müssen wir nämlich von da runterfalten und das ist jetzt ein bisschen schwierig. Jetzt müssen wir nämlich hier runterfalten, dass es hier schön an den Strich geht. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Strich auch da, zum Beispiel hier unten machen. Und jetzt könnt ihr es runterfalten, dass es von hier eine schöne Linie hier runter gibt. Das ist gar nicht so einfach, weil es hier vorne schon mega dick ist vom Papier. So, und dann probiert ihr es hier schön runterzufalten, dass es einen schönen Spitz gibt. Oh, das funktioniert jetzt hier auch nicht so gut. So, und jetzt könnt ihr es umdrehen und geht mit den Ecken hier rauf. Ups. So, das ist wirklich gar nicht so ein einfacher Flüger zum Basteln, aber ich glaube, dafür fliegt er nachher ganz cool. So, und jetzt hier wieder den Spitz schön runterfalten und jetzt ist der Flüger auch schon fertig. Ihr kennt sicher ganz viele andere Papierflüger und der ist jetzt zum Falten wirklich ein bisschen schwierig. Wenn ihr nicht genau daraus gekommen sind, schaut ihr einfach das Video nochmal. Aber ich glaube, der fliegt dafür ganz cool. Ihr könnt natürlich auch ganz viele verschiedene Papierflüger ausprobieren und basteln. Und jetzt schauen wir noch einmal zu der Challenge von Micha gegen Selin. Und auch da geht es heute um Papierflüger. Ganz viel Spass dabei. Mal schauen, welcher Papierflüger echt besser ist. Ob der von der Selin oder von Micha.
Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von Micha gegen Selin. Hey, der jetzige Punktestand ist so spannend. Es ist 4:3. Der Micha ist nur 1 Punkt hinter drin von der Selin. Wenn wir schauen, ob er heute diesen Punkt schafft, sind wir gespannt. Also, let's go to the challenge. So, willkommen bei der heutigen Challenge. Heute geht es darum, einen Papierflüger zu basteln und nachher wollen wir schauen, welcher Papierflüger weiterfliegt. Hey, bei diesem Punktestand wieder sehr spannend. 3:4. Wenn wir gerade mal schauen, wer gönnt. Sind ihr bereit? Wir sind parat. Ja. Also, jetzt einen Papierflüger machen. Papierflüger machen. Einer, der möglichst gut Möglichst ein bisschen schnell, geben ein bisschen Gas. Also gut, Also, alles gut. let's go! Ist das etwas? Ich glaube, wir machen das Gleiche. Keine Ahnung. Ja, vielleicht fliegt er. Seht mal schnell. Wieso sind meine Flügel nicht gleich lang? Sind meine im Fall auch nicht so. Hey, das hat mich schon in der Schule immer aufgeregt, dass ich nicht Du musst gerade eben falte. sehr, sehr schön falten. Beim Flüger bist du gerade gestraft, wenn du es nicht machst. Zeig mal. Ja. Mal schauen. Schon so ziemlich Also, gleich. unsere Flüger sind parat, wir gerade mal schauen. Also, jetzt wollen wir gerade mal schauen. Wir haben hier die 2 Kandidaten, die 2 Papierflüger, oder was auch immer das ist. Das ist ein Papierflüger. Ich habe ein neues Modell ausprobiert. Ich bin sicher, das Modell hat Vorteile in einer Indoor-Halle gegenüber einem eigentlichen klassischen Outdoor-Papierflüger. Also schauen wir gerade mal, ob das auch aerodynamisch in der Wirklichkeit nicht nur auch gut ist und nicht nur einfach in der Idee. Und da haben wir einfach einen stinknormalen Papierflüger. Dann schauen wir mal, wer gönnt, oder? Also, Selin, du darfst wieder anfangen. Nein, komm gleichzeitig. Gleichzeitig? Gleichzeitig, Aber komm. gleichzeitig. Also, warte schon, ich muss Bist du ready? Komm jetzt. So, letzte ist Anpassung. Spielbetrug. Letzte Justierung. Also, ist gut. 1, 2, 3. Ich glaube, das ist ziemlich Ganz gleich. klar, nicht der Fall. Ich glaube, es hat knapp. also jetzt gehen wir gerade mal schauen. Jawohl! Jawohl! Der Gewinner ist Ja, der Micha. Aber meine ist noch ganz. Ja, mir auch. Aha, ja. Gut. Ja, Micha, du hast Super. gewonnen. Ich Also. glaube... Ah. Also es ist ganz klar, der Micha hat gewonnen. Yes! Du hast gewonnen. Der Punkt geht an Micha. Es bleibt Nötig ist es mega. gewesen, bitte nötig. Jetzt hast du ey. aufgeholt. Es ist mega spannend. Haben wir jetzt Gleichstand Jetzt haben wir Gleichstand. 4:4. Hey, Alright. wenn wir das nächste Mal schauen, wer echt die Partie dann wirklich gewinnt. Hey, wir sind gespannt. So baut man einen richtigen Papier. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.